Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 33. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Jahn Regensburg und das als feststehender Aufsteiger in die Bundesliga. Das heißt, jetzt ist wieder alles gut. Ist der Unfallwagen repariert? Ja, fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man so einen richtig fetten Ford Mustang in die Werkstatt gebracht und jetzt kriegt man einen Opel Corsa zurück. Okay, keine Beulen drin, aber irgendwie doch nicht ganz das Gleiche. Ja, ein Corsa und das auch noch mit Getriebeschaden. Die Frage ist nur, wie soll das Ding uns denn jetzt in die Bundesliga und in die Zukunft fahren? Ja. Da hilft vielleicht ein Blick zurück auf den letzten Abstieg, denn damals war es ja so, der neue Vorstand mit Spinner an der Spitze, der hat übergeordnete Ziele definiert, nämlich vereinen und langfristiges Etablieren in der Bundesliga. 2 völlig richtige Ziele und die sind ja brandaktuell. Ja. Und auch wenn die Umsetzung jetzt Spinner und Co. einfach nicht gelungen ist, sollten wir diese Ziele trotzdem wieder nach oben stellen. Ja. Wir brauchen einen Vorstand, der das kann. Ja, und wir brauchen, also vereinen, und nicht unbedingt einen, der 150 Talkshow-Auftritte nachweisen kann. Das ist nicht das Thema. Ne? Im Ernst, wir brauchen einen Vorstand, der eine Richtung vorgibt. Wir wollen wissen als Fans, sind wir eher Hannover und unser Verein arbeitet gegen uns als Fans? Oder wollen wir eher Frankfurt sein und sind eine Einheit? Denn ganz ehrlich, wenn wir da hingucken, dann kommt uns wirklich, da kriegst heulen, ja. Denn wie geil ist das? Die gehen wirklich gemeinsam und füreinander durch das Für. Ja, definitiv. Und das macht bei uns eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, kein Mensch. Bei uns wird zwar gezündelt an allen Ecken und Enden. Jeder versucht, des anderen Stuhl in Brand zu setzen. Schaut euch doch mal diese Schmutzkampagnen in der Bild-Zeitung an. Hey Leute, ganz ehrlich, das ist doch eines ersten FC Köln nicht würdig. Wir müssen in unserem Verein alle an einem Strang ziehen. Ja, das hat doch übrigens auch der Armin Fee, der hat das gesagt, wir sollen alle an seinem Strang ziehen. Ne? So, und deswegen kann man ja sagen, das ist der Einzige, der wirklich alles richtig gemacht hat. Ja, kann man so sagen, wenn da nicht die Sache mit Stefan Rutenbeck gewesen wäre, schon in der Bundesliga. Denn den hat er angefangen zu enteiern, als wir sogar noch Chancen hatten, die Liga zu halten. Okay, ich gebe das zu, ja, aber außer der Tatsache, dass er den Trainer ein bisschen früh angeschossen hat, hat der Fee wirklich alles richtig gemacht, alles. Ja, okay, das stimmt. Aber da ist ja auch noch die Sache mit dem Mitgliederrat. Denn die Jungs hat der Fee als Vollamateure bezeichnet. Und nicht nur das, er hat Stefan Müller-Römer höchstpersönlich als unerträglich, der mit dem Doppelnamen diskreditiert. So was können wir doch nicht brauchen im Verein. Ja, okay, das gebe ich zu. Ne? Aber außer, dass er den Rutenbeck ein bisschen zu früh abgesägt hat und den Müller-Römer beleidigt hat und den Mitgliederrat gleich mit, hat der Mann einfach alles richtig gemacht. Okay, können wir so stehen lassen, wenn da nicht noch die Sache mit Markus Anfang gewesen wäre. Den hat er angefangen, mehr oder weniger abzuservieren, schon relativ früh in der Saison, hat das dann auch immer wieder wiederholt. Das kann doch so nicht laufen. Ja gut, aber außer, dass er den Rutenbeck ein bisschen zu früh angezählt hat und den Anfang sehr früh angezählt und danach immer wieder angezählt hat und den Mitgliederrat beleidigt hat und Stefan Müller-Römer persönlich diskreditiert hat, hat der alles richtig gemacht. Alles. Ja, okay, du überzeugst mich schon. Nur dann gab es ja auch noch die Geschichte mit Werner Spinner und dieser WhatsApp, die er kanalisiert hat. Ne? Und das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass unser Präsident zurücktreten musste. Gut, aber außer, dass er quasi unseren Präsidenten rasiert hat und den Anfang zu früh angezählt und dann immer wieder angezählt hat und den Rutenbeck enteiert hat und den Mitgliederrat beleidigt hat und Herrn Stefan Müller-Römer persönlich beleidigt hat, hat er wirklich alles richtig gemacht, oder? Nein, denn zuletzt hat er ja sogar noch unser absolutes Heiligtum im Verein, unsere Satzung, mehr oder weniger ad absurdum geführt. Und er hat sogar das Thema Demokratie
völlig abgelehnt und gesagt, eine solche sei in unserem Verein nicht möglich. Das ist ja ein Bewerbungsschreiben für Red Bull Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Und da können wir nur sagen, ne, wenn einer bei uns die Demokratie in Frage stellt, dann ist der Ofen aus. Ja, das war es. Und da wünschen wir uns einen Vorstand, der dagegen vorgeht. Und wer einmal ganz klar sagt, ein Mitarbeiter dieses Vereins, der operiert nicht gegen die eigene Satzung, gegen das Selbstverständnis des Vereins und er spricht sich schon gar nicht gegen Demokratie aus. Geht gar nicht. Ja, okay. Also ich würde sagen, das waren ja jetzt deutlich mehr als 3 Krisen. Und es waren ja nicht nur Krisen, über die wir hier reden, sondern auch inhaltlich, ganz ehrlich, das ist doch völliger Quatsch, der da verzählt wurde. Ja. Und am Beispiel des Mitgliederrates nochmal. Das ist doch eine Institution, die nicht reinredet und entscheidet, sondern die berät. Ja. Die Entscheidungsträger können natürlich ihre Entscheidung dann immer noch selbst und müssen das auch selbst treffen. Vielleicht hätte der gute Armin Fee einfach mal in der Satzung nachlesen sollen oder noch viel einfacher in seinen Arbeitsvertrag reinschauen sollen. Da steht das nämlich alles drin. Ja, also wir brauchen keine Diktatur, ja, Nee. und beraten ist nicht reinreden. Ne? Aber kommen wir zu den angenehmen Sachen. Wir lassen jetzt diesen ganzen Driss hinter uns, gucken jetzt nach vorne. Das neue Trainerteam hat richtig Aufbruch, Stimmung entfacht und deswegen sagen wir Tschüss zu allem, was scheiße war. Auf dem Shirt steht Time to say Goodbye! So ist es nämlich. Allerhöchste Eisenbahn. So. Einen Neuanfang. Ja. Und was wir auch brauchen, sind natürlich 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Größerchen, Leute. Und tschüss, 2. Liga. Tschüss, Spitzelaffären und Streitereien. Weg damit. Tschüss im Übrigen auch unserem Studio hier. In dem drehen wir nämlich heute das letzte Mal. Wir werden eine neue Location demnächst präsentieren. Ja. Und in dem Kontext... Ja, vielen Danke. herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, nämlich Sascha und Wolfgang Braun-Wappen, denen wir das hier zu verdanken haben, dass wir die ganze Zeit im Studio sein konnten. Ja. Ganz, ganz große Klasse. Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Ne? Ja. Und Goodbye sagen wir natürlich nicht nur auch zu dem Fahrstuhlverein, der wir ab sofort nicht mehr sein wollen, sondern auch zu unserem Kapitän Matze Lehmann. Heidewitzka, Herr Kapitän. Lieber Matze, was wir richtig geil finden, ist, dass du nämlich keine Querelen gemacht hast. Du hast dich nicht beschwert, du hast dich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und des Vereins. Und das ist einfach mal einen Applaus wert. Richtig große Klasse. Ja, Goodbye, super. Matze. Super, danke. Und Goodbye an euch alle. Wir sehen uns am Sonntag gegen Regensburg zum letzten Heimspiel der 2. Liga. Auf immer. Ne? Genau. Tschüss.